Goedemorgen alle. Ik wens dat God zijn vrede kan hier met ons zijn vandaag. Dat hij ons hier wird leiden. En ik wil je begrüßen met Paulus in de Vierde Galater 1 vers 3. Want hij zegt, mag genoeg en vrede van den Führer in den Herrn Jesus Christus met je zijn. Hij starb voor onze zinden, geruht zo als Gott, der Führer, dat geplant hat, ons dadurch uit deze böse Welt te raden, aantraf alle eer in alle eeuwigheid. Amen. So mocht dat ons Ziel van Deus zijn, dat we daarop kijken, wo wir zijn uitgeraad worden, en dat hij maar jet krijgt van dat. Wo groot moet God zijn lief geweest zijn voor ons, en wo groot is zijn lief voor ons, dat hij wel ons als geweest dit te doen. Du hast geen grotere lief, als wat we jemals van God zijn, wat hij voor ons heeft. En dat hij maar van der en hij krijgt dit. God zijn lief voor ons. Meermaal zei we dat God zijn lief wordt ganz erg verstaan. En God zijn lief, der wordt meermaal zo heilig, zoals Menschen würden leben. Like, wenn du wem dort nicht getroffen hast von einem Mensch, dann fällt der Leib auch zwar so leer. Wie Menschen, wie sind es eine Wahl mehr, Hand drei. Du sind wer, die haben uns einen großen Favor getan. Und dann ist uns das auch so viel leichter, die zu leben. Und das nächste Mal, die haben uns was gesagt. Und dann ist uns das so schwer, die zu leben. Und manchmal ist es so leicht, dass wir Gott seine Leib verglichen mit so Menschen in Sturm sind zu leben. Und du willst wie von dir ein bisschen entgehen. Dort ist Gott seine Leib ist nicht anders, Gott seine Leib ist ganz anders, als Menschen ihre Leib ist. Und wir wollten dort, Gott würde aber das Reich gehabt haben von uns, die volle Leib verlangt, dass wir am sollen leben mit alles, was wir haben, das Gebot, was er gegeben hat, in Matthäus 22, Vers 36, du der Jesus von das Gebot reden. Und wir wollten dort das von Moses in Gesetz, ja mal in Matthäus 22 gehen. Matthäus 22, Vers 36. Du wird Jesus eine Frau gestellt, wo das wichtigste Gebot wird. Und wir sagen dort, Gott, der hat das volle Reich in Gebot zu geben, wo wir Menschen, was von uns gefordert wird. Und so Gott hat alles gemerkt, er eint alles, er hat die Welt gemerkt, er hat alles perfekt gemerkt, er sagt, dass alles sehr gut, er hat das alles gemerkt, er hat das Reich in Gebot zu geben, wegen er eint alles. Und so, wenn er das Gebot gegeben hat, hier so, dass wir sollen arm nu mit alles tun, was wir haben, von ganzem Hort, mit all unseren Gedanken, er hat das volle Reich, das Gebot zu geben, und das Gebot zu verlangen. Und wenn wir das dann noch alle würden tun, am so leben alles, dann wird er uns danach nicht mehr dort schuldig geworden, wegen er ihnen danach haben wir alles. Aber manchmal sagen wir dort, dass der fleischliche Mensch, der denkt sich noch manchmal, was Gott getan zu haben. Und dann, wenn er was Gott getan hat, dort ist die Ursache, woran Gott am wird leben. Und das sagen wir in der Schrift aber ganz anders. So, wenn wir uns jetzt hier mal überlesen, was Jesus da sagt von, was Gott sein Gesetz gegeben hat. Das ist in Matthäus 22, Vers 36, hier ist ein Pharisäer, was Jesus an diese Frau stellt. Er sagt, Meister, wohnt erst das geradste Gebot? Hoi, Jesus, seht an, du sollst dem Herrn dienen Gott mit dem ganzen Hort, Gott sein und mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das geradste und erste Gebot. Und das zweite Gebot ist mit dit Glück. Du sollst deinen Nachbar, oder der wird das dichtste bei dir sein, oder der wird Römer dir sein, geruht so Gott sein und ist die Salz. Ab diese beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Mit alle Gesetzen, was jemals gegeben worden sind mit diesen Dingen verbunden. Dass wir Gott leben mit alles, was wir haben, und dass wir unsere Nächsten so gut sind als uns selbst. Alle die Gebote, die jemals gegeben sein werden, die hängen alle von das auf.
Auf alle met Leib te doen. En dat is wat we schuldig werden te doen. De vrouw als boos gered. Wie heeft jemals? Wie heeft dit jemals kunt? En wien zou dat have kunt, toen heeft God niet Leib voor hem. Dan moeten we alle ons kop afhängen, dan moeten we alle, zoals Jan Moon, wat door Jezus kwam, zegt, wat moet ik doen, zoals van heute nog kunnen wat te doen. Moeten we alle ons kop afhängen, moeten we alle ons verlengde neus kijken, dat maken, wie kan weg. Wie kan niet. Aber euer wie wieder hinterkijken doen, wat we willen van God in de Leib leren, waar we ons opnemen, waar we met gebeden aanvangen. Himmlischer Vater, wie kommen wir für die, wir danken die für die große Genut, was die uns jeder Tag für uns hast. Und Herr, muss die Genut immer gerade lauten worden. Nicht du uns wie verdient haben, Herr, aber du uns die nun groß ist, du uns die groß bist, in Recht bist, und Leib. Und Herr, die gefällt dort, einfach bloß mal zu leben, weil wir uns auch keine Leib verdient haben, Herr. Aber nicht bad wie ganz besonders zu diesen Stunden, dass die muss mit uns sein, dass die Leute muss uitjuiten in unsere Horten und dass wir machen von den Jes haben, was uns hier anleiten dat und dass uns das Hort aufdagen, dat die Wort zu verstehen, was uns das lehren will. Herr, wie stehen dort da, wie uns selbst können stehen, und wie kommen so kart in alle Hinsichten haben, wo immer wir handkicken tun, da fallen wir uns so kart. Aber Herr, mocht dort nicht unsere Hoffnung sein, so kart es wie kommen, aber mocht die unsere Hoffnung sein, da was du das. Mocht wie immer war der Trebus nicht die kijken en onze vrede aan die gaan. Wings aan onszelf kan we weg zo'n vrede gaan. De einzige vrede wat we kunnen aan onszelf gaan, dat is wat du in ons gedaan hast. Nicht wat we in Sturm zijn te doen. Himmlischer Vater, moest die dien sehen, op dit geven, op dien woord. En die noem verherrlichen, in Jezus die noem bid we dat. Amen. So, dat grootste gebod wat jemals gegeven wird, dat wir dat wie Gott soll van ganzen Horten Gott sein. Hij heeft dat recht, dit gebod te geven. Du als van ganzen Horten, aber wat hier noch ein Denk ist, wat ich sage, in met all die Gedanken. Met all die Gedanken. Und so, wenn wir mal kijken, dann, wann even noch die Gedanken eine Rolle spielen, um Gott Gott sein, like, wo kommen wir dann zu stehen? Wo kommen wir dann zu stehen, dass wir nicht würden können sagen, naja, ich habe so und so viel, ich habe Gott gelaufen, deswegen läuft er mir nicht recht. Kann ich jemals das dort denken? Das ist about, worden uns dort gegeben, dass wir uns mal sollen mit was gehen überholen, dass wir einen Standard, das ist der Standard, was Gott gibt. Das ist, was die sollen sein, wenn die wollen Salz gereicht, wenn die glauben Salz, mit jener Kraft gut noch zu sein, dass Gott ihnen deswegen wird laufen. Also ich will sehen, dann müssen wir uns rein alle verlängerte Nähe kicken, dann müssen wir da Tisch tun. Und wenn hier noch wer wird sein, was das haft könnt, ich kann uns nicht. Ich kann auch Kimmel nicht können. Meine besten Sekunden in meinem Leben haft das nicht könnt. Meine besten Sekunden in meinem Leben. So wenn Gott uns nicht will, nur leben, als wir in Sturm sein, arm zu leben, wo soll er uns leben dürfen? Aber ich glaube, mir die Frau mal das was sagen. Wenn das erste von abhängig was wird, ich soll Gott erst leben, dann wird er mir nur drei leben. Wo soll er mir an dürfen leben? Der wird mir nicht an dürfen leben. Der wird mir bloß an dürfen das geben, was ich mir verdient habe. Und da wird wir alle uitwendig, dat wieder irgendwie verdammt ist, dat hat ich mir bis ganz verfall verdient. Aber Gott sei Dank, er hat ihn gefallen an die zu leben, von dem, was er nicht kriegt. Gott hat ihn gefallen zu wiesen, was Leu wirklich ist. Und das ist das. Weil wir mal von das Volk Israel einen Lehrpunkt nehmen. Was das Volk Israel, was Gott an die deut, wie passiert für uns in der Lehre. Paulus sagt das auch, was für hier geschrieben ist, dort wird in der Lehre geschrieben. Dort wir mal du sollen was von Lehren. Und von einer steht, wo wir so von Lehren können, dort ist actually Ezekiel 20. Manchmal, wenn wir von das Volk Israel hören, und wir hören diese Geschichten, dass wir haben die vielleicht in unseren jungen Jahren gelehrt, wir haben vielleicht Bilderbibeln gehört, und dann sollen wir diese extraordinary Events, was da passiert sind, wo Gott das Volk Israel in Ägypten geführt hat und wo die dort mehr geführt hat und wo Gott diese Wunder getan hat. Und so sind die Geschichten mit so, like, wenn uns
Theology-Camp von Kinderbibeln oder von Kindergeschichten, wo bis dann bitte die Geschichte bekannt gemerkt wird, dann habe ich noch nicht begriffen, was die Geschichte uns will lehren. Du sagst wieder, diese Dinge, die alle angehen, wir wundern uns, wow, das wurde auf diese gestohlen aus einer Wand und so weiter. Aber du hast ein Ding, was uns das will lehren, dass du alle ausgeloten in der Kindergeschichte. Du willst mal wie in die Bibel gehen und gucken, was passiert da wirklich. Ja, diese Wunder passieren da. Gott führt das Volk Israel durch die Ägypten rüt. Er deutet all diese Wunder. Aber deutet dort wegen das Volk Israel, deutet dort wegen das Volk Israel wie das wird, oder dass Israel einfach muss so sein, Gott lüden, der soll endlich frei merken. No. Das Volk Israel wird verhört gegen Gott. Der wird einkoppig, stiefgeneckig gegen Gott. Du in Ägypten, du siehst der Lehrer von das Volk Israel, alte Moses, lud uns bis mal Tag. Die rannt uns hier bis im Trouble nehmen. Sie bis mal still. Hier mal ab mit den kann ich gut reden. Und andere wird sie wollen gleich frei sein. Manchmal wird das nicht von der ersten Tag so gestellt, dass von, oh, wir haben also so eine Erfahrung gesagt. Like, wie sind die, was haben diesen ersten Schritt genommen, dass wir geraten werden? No, keiner hat den ersten Schritt genommen. Wir haben just das Gegenteil alle getan. Wer sich zu groß hat, der Tisch tun, das stellt. Aber keiner von uns sagt bis mal eine Erfahrung. Keiner von uns will von der Sinnsklaverie los sein. No, dass wir Gott sehen Werk, was uns sowieso davon fortholt. Dass wir euch das wieder noch sagen. Und wann er uns das frei gemerkt von hat, wann er uns die Ehe nicht aufgemerkt hat, dann sagen wir das, wo wir werden gewesen. Aber vor dem, dass wir da los von wären, wird keiner von uns, was du einfach ein bisschen mal in sich selbst diese Entscheidung nimmt, ich will ein bisschen mal frei sein von den Sinn. Sonst jeft das gleich. Kein Mensch ist es dort. Und wenn Gott uns du noch leuven, da du noch aus wie eine Erfahrung gesagt haben, du noch aus wie haben Gott gesagt, du noch aus wie haben wir wollten abreiches Leben führen, wenn Gott uns du noch hat geläuft, läuft mir das, Bruder und Schwestern, hat uns nervös dürfen leuven. Der hat nervös dürfen. Aber er besagt sich selbst. Und er ist die Ursache, warum er das tut. Er sagt, ich will jemand mal wissen, was Leute wirklich ist. Und das, was wir wollen von der angehen. Aber in Hesekiel 20 kann wir das nur so klar sein. Von das Volk Israel kann wir lernen. Und warum sein, dass wir uns nicht kennen, mag das Volk Israel stahlen. Hier in Hesekiel 20, Vers 4, du sagst dieses dit. Und hier redet Gott zu dem Prophet Hesekiel. Best die Reut an zu sein, Menschen sehen. Best die Reut an zu sein, wo dort steht, was die Arm der abscheuliche Dinge, was ihre Eltern getan haben, wie ist Arm der abscheuliche Dinge, die ihre Eltern getan haben. Und andere wir, die Propheten, die müssen immer gehen, das Volk denken halten, die sind arg. Kick mal, wer die sind. Glaub euch so hoch rüt von jünd. Und er fragt, was die Leute das gehen sein. Gott sagt all zu Hesekiel, die wollen gehen, die sind. Die wollen die nicht horchen wollen. Die haben einen hohen Stirn. Und sagt, die wollen gleich nicht diese Wahrheit horchen. Kriegst es von denen nicht. Da ist das so eine Rand, der bloß rauf. Und das Ding ist, das handelt sich nicht am Menschen rauf daran, das handelt sich um die Wahrheit von Tag zu bringen, um das zu sein, wer sei wie? Wer sei wie einfach? Wir sind Halterblässe gegen Gott, seine Natur, gegen Gott, feindlich gegen Gott von unserer Natur. Das wäre wir sind. Und wenn wir aber doch Gott leuven können, dann werden wir mitkriegen, wo jaft das uns dort? Wer hat die Leuve in uns gewirkt? Das, wo wir von der Hand wollen. Aber hier handelt sich das um das Volk Israel das wiesen, als du eine Ursache wie warst, dass Gott in Gott soll leuven. Das, wo wir haben wollen. Hier in der 5. Vers sagt er wieder, sei das ist, was Gott der Herr sagt. Dann einmal, als ich mir Israel, als mein Volk wählt, jöf ich Jakob, seine Nachkommen mein Versprechen. En Ägypten kwam ik nog aan en jöf aan meine Hand en zei, ik zie de Herr je Gott. Du in Ägypten, durch Jakob, durch Josef, du seht Gott, ik zie je Gott. Ab mich kann je ihn verloren. Nicht ob diese Dode Jatta. Er sagt,
Ik geef aan dan mijn woord, dat ik aan uit Egypten uitbrengen word. En aan nog een land nemen, dat ik voor aan uitgeleest heb. Dat wie een land, wo de Honig en de Malt randen. Een land, dat schmakker als andere landen weer. En dan zeg ik aan, dat een jeder zal die afscheidselijke dingen wegschmieten, die hij voor zich hield. En dat keiner zich met de Egyptische jetten verleven zal. Ik zie de Herr, jullie God. Aber zij weer ongehoorzaam. Dat is wat God gezegd heeft wat ze zullen. Aber zij weer ongehoorzaam. En willen niet naar mij horchen. De mensen schmijten de abscheidselijke billen, die zij hadden, niet weg. En zij hielden niet op, met zich naar de Egyptische jetten te richten. Dan dacht ik voor mij, ik word am weiten loten, wo verlegen ik werd, en word mijn ganzen oja even am kommen loten nog door in Egypten. En God had het volle recht te doen. Dat wordt ook recht geweest, wanneer dat gedaan had. God had een verspreking gegeven. Ik wil je hier uitbrengen. Vertrouwt niet al dat andere volkje. En doch deuten zij. Maar wat deed God in de stad, en dat geven wat ze zich verdiend hadden, wat deed God liever? Hij zegt, maar ik deed wat ik moest. Aan mijn noemen niet voor de veldje te verdorven. Ik wijs aan wie ik werd, als ik mijn volk uit Egypten uitbracht. Ik heb waar een luif zijn. Een onverdiende luif. Maar eenmaal, wanneer we natuurlijk denken, dan is het maar eenmaal zo, like, wie ze in ons, zijn wo we wat Gott gedaan hebben, en nu wat God mij een favor treedt. Ja, ik heb nu mijn mal gegeven, een dag heb ik mal mijn arbeidstag gelaten en ik heb mijn armen voor halten. Wat God mij nu niet geven voor dat? Like, das is van God zijn luif te verdienen gaat. No. Onze basis kunnen, wordt dat niet verdienen dat God ons überhaupt leven zal. Zoals hij ons leven deed. Maar hier zien we dat, dit is de eerste punt van in de stad, dat hij en dat juist wat hij had zult doen, en te best mal alle verstehen, zegt dat, ik doe dat iets anders. Ik bracht ihn danach uit Egypten uit. Oké, dat is weer de eerste verschoning door. Dan bracht God ihn uit Egypten uit. Dat had hij al zult vertrouwen geven op God, niet? Dat had hij al zult wat toe brengen, dat ze dan zeggen, oké, ja, op deze God is werkelijk te vertrouwen. Maar dan hier in het tiende vers, dan gaat Hesekiel weer. Hij zegt, en als ik uit Egypten uitgebracht had en aanbad aan de wildnis geleid had, geef ik aan mijn geboten en leer aan mijn gezaten, dat zij die houden zullen. Durch die kan een jeder leven. Ik geef aan ook den Sabbat als een teken tussen mij en aan, dat zij mij gehoren, en dat ik de Herr am heilig maakt. Aber danach in der Wildnis stelden de Israeliten sich gegen mich. Zij rechten sich nicht naar meine Geboten en hielden nicht meine Gesetzen, durch die der Mensch, der der Held leeft. En zij maakten eine Schande op meine Sabbatdeel. Dan wil ik aan almeest door in de wildnis wezen, wo verleen ik weer een arm, gans en goor aanbrengen. Door in de wildnis hadden zij al, nu hadden ze al Gott zijn wonders gezien, dat God in werkelijk uit Egypten uitbracht. En dan hoorden ze nog allemaal waar niet. Dan zegt God, even dan door in de wildnis, dat we dat door aan wat je was, dat hij antwoordt, du bist han wilt uitroeden. Dan wordt dat ganz raar gedaan han. Aber ik verschoon aan wij mijn noemen. Ik wil mijn noemen niet schwinsch maken voor de veldja, voor die ik aan gebracht had. En wat we moeten kijken, dit kunnen Moses verstaan. Dat volk Israël, wie keine Ursache, dat God had nog wieder zult leven. Dat volk Israël heeft God keine Ursache. Dat heeft God keine Ursache, dat God in had zult, dat in had zult leven. En dat is waarom Moses voor God diesen zwak kwam. Als zij zich dat galne kalf gemerkt hadden. Als zij eerst zijn, dit is die God, wat die heeft uit Egypten uitgebracht. En dan mest erop, dan zegt God te Moses, weet je wat, kom en bitte ziet.
Ich wollte alle auf ein Hälfte verstehen, aber ich diete ein großes Volk mehr. Wo kommt Moses dann zwischen den Menschen und Gott? Er fällt so lang an und sagt Gott, aber was hast du dann verdient, Helden nun? Dann wollen die Völker ja sagen, du hast die doch nicht in das Land anbringen. Die wollen nicht sagen, du hast die in Ägypten rüberbringen, aber dann wollen die sagen, aber die haben nicht genug Kraft gehabt, um die in das Land anzubringen. Weet je Gott, Moses, der dat al nicht mal für das Volk Israel anstehen, über den Zweig, dass Gott das soll jammern über das Volk Israel. Der steht an für Gott. Kiek nicht die. Und Gott verschont ihn da. Wann das Volk Israel heute Ursache soll sein, dass Gott ihn soll verschonen und ihn wieder leuven. Wo wird Gott die Ursache gefunden haben in das Volk Israel? Du fungst bist ganz das Gegenteil. Aber warum lese ich das hier? Einige würden sagen, aber das ist getan, dass das Volk Israel passiert. No, aber Paulus sagt, da was dann passiert, ist das uns zu lehren. Von dort sollen wir lernen. Wenn wir uns selbst besäumen, fingen wir irgendwo noch das Salje. Haben wir Gott jemals mal eine Ursache gegeben, dass uns hat so leben? Wofür einmal haben wir auch Gott von so ein oder das andere gewesen, wo uns von hier geraten hat, von dort geraten hat, der hat uns nicht in einen Accident durchgekommen, der hat uns von einer Krankheit geraten, der hat uns so viel Verschiedenes, die wir immer waren, durchgehalten. Dass wir all hatten, du sollst von lernen. Und haben wir ihm dann nur gedient, haben wir uns vertrauen, dann nur auf Gott gesagt, als er uns Gutes getan hat. Und dann hat wir waren, mit dem Volk Israel sein, ich glaube, wir sind krass, das Volk Israel. Wofür einmal hat Gott eine volle Ursache gehabt, uns bloß einfach, so sei sagt, ich will du all wiesen, wofür lernen ich wird, du bist ganz uitruhen. Wofür wird uns das treffen? Mir wird das all like tausende Mal getroffen haben. Aber danach, hier soll die zweite Verschonung, was wir hier sehen in Hesekiel 20. Das soll das zweite Mal, wo Gott das Volk Israel verschont. Nicht wegen das Volk Israel, das wird, aber wegen es häusig wählt und dann bis noch wieder zu leuven und wieder zu verschonen, wegen sein heiligen Namen. Und dann geht hier wieder. Hesekiel sagt, aber ich sehe an so klar, hier in der 15. Vers, aber ich sehe an so klar, du in der Wildnis, dort ich an nicht würde in das Land nanbringen, wohnt ich für an uitgesagt hat, ein Land, dort mit Malk und Honig randt, und wohnt Schmacker aus anderen Ländern aus. Dort wir wähls sei meine Gesetze veracht haben, wähls sei sich nicht meine Geboten gerecht haben, und wähls sei eine schon gemerkt haben von meine Sabbaten. Sie rechten sich Läuber ne ihre Jetta. Aber als ich mich so besagt, er sagt nicht, als ich ernte besag. Er sagt, aber als ich mich an, als ich mich an so besag, verschon ich am doch und brach am nicht alle arm. Ich mög nicht ein eng mit arm durch in der Wildnis. Ich besag am, und ich würde volle Ursache gehabt haben, und du bist alle arm zu bringen. Aber ich das nicht. Ich verschon ihn lieber. Und dann geht er hier wieder. Er sagt, und du in der Wildnis sehe ich die ihre Kinder. Pass auf, dass je nicht die Geboten und Gesetzen hielten, die jene Führers in Ägypten angenommen haben. Je würden jünd mit ihrer Jette verleben. Ich sehe der Herr jün Gott, je sollen so leben, als meine Geboten sein, und je sollen meine Gesetzen holen und gehorsam sein. Und je sollen meine Sabbaten heilig holen, dort sei ein Teken sein zwischen mir und Jüd, so dort je weiten, dort ich der Herr jün Gott sie. Aber die Kinder wären mir auch gehorsam. Ja, hör ich mal. Aber die Kinder wären mir auch gehorsam. Habt ihr da einmal gehört, blieb bei da, was die gelehrt haben? Das haben wir alle gehört, nicht? Und manchmal ist uns das allmählich lachrig geworden. Blieb die bei da, was die gelehrt haben, wenn wir nicht die Wahrheit gelehrt haben, dann sollen wir bei da bleiben, was wir gelehrt haben. Und Gott aber war sagt, die soll nicht so sein als jene Eltern. So hör ja einfach Feuer. Du halt Gott das Volk Israel denken. Sagt er, Gott hat gesagt, sieht nicht so aus jene Eltern. Die wollen nicht von Gott, die werden immer gegen Gott, wahrspannlich gegen Gott. Dann sagt er zu den Kindern, sieht nicht so aus jene Eltern. Das geht an. Aber auch die werden gehorsam. Er sagt,
Aber die Kinder wir mir auch gehorsam. Sie richten sich nicht an meine Geboten, hüllen sich nicht an meine Gesetze, dort sei der uitvieren, wodurch der Mensch leben kann. Sie müssen eine Schande ab meine Sabbaten. Dann plan ich an zu wiesen, wo verlegen ich wird, und will meinen ganzen Euer am kommen lassen durch in die Wildnis. Aber wegen meinen Namen hält ich mich treu. Sagt er. Ich will nicht lassen, dass mein Namen zur Schande gemerkt wird, für die Völker, für die ich an Ritt gebracht habe. Hier sind wir bloß in ein einzigen Kapitel. Feuer Ursachen, worum Gott hat lang soll uitruhen. Wenn wir uns Leben nicht besäuen, wie viel Ursachen durch uns Leben hat Gott gehabt, uns bis uitruhen, uns bis dort geben, was wir uns verdient haben. Gott hat keine Ursache, uns zu leben, wenn er uns besagt. Aber wir sagen, dass er jetzt immer weiter treten in sich selbst. Wenn es Gott erst läuft, und wenn er bloß dort leben deut, was leufbar ist, was will ich sagen damit? Wenn Gott bloß dann leben deut, wenn wir was leufbar in uns haben, dann hat er uns keinmal dürf leben. Dann hat er keinmal dürf. Wir Menschen, du wenn gerade zwar like der Leuf, was wir Menschen haben, mal apart sagen, von Gott seine Leuf. Gott seine Leuf ist heilig. Und heilig, das meint einfach mal apart gesagt, das ist ganz anders. So viel höher als der Himmel boven die Erde ist, so viel höher als Gott seine Kraft über unsere Kraft, so viel höher als Gott seine Leib über unser Leib, so viel höher als Gott in alles, in all seine Eigenschaften. Deswegen haben wir Gott seine Leib nicht verglichen mit Menschenleib. Wenn Menschen, die können sich so schwer leben, wenn einer den anderen was getan hat. Und das ist so viel leichter, wem zu leben, wenn die uns auch geläuft haben, oder wenn die uns was Gutes getan haben. Das ist so viel leichter. Und was sagt Jesus? Wenn die bis die Gott sind, die jink Gott sind, was ist die Besondere? Das ist ja normal. Aber wenn die wollen vollkommen sein, sagt er, dann läuft die nicht fein. Wenn wir wollen ein allmähliches Ding tun, was für Menschen allmählich ist, da wollen wir mal probieren, an sie fein zu leben. Da wollen wir das auch wollen, das kann ich nicht. Wenn ich so mein fein leben, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Der einzige Weg, wo ich kann, mein fein leben, dort ist, wenn Gott seine Leben in mir uitgegoten ist, und dort ist Gott sein Geist, was mir regieren wird. Erst dort ist noch mal möglich, dass ich überhaupt kann, mein fein leben. Wenn ich von mir uit habe nicht die Kraft, nicht den Will, und nicht den Leib, dass ich dort kann. Dort ist, woran wir uns wollen, Gott seine Leib nehmen, und weil wir das mal vergleichen mit unserem eigenen Leib, und da wollen wir sagen, wo soll wir zu pochen haben, wo wir Gott geläuft haben. Wir wollten dort der Schrift hier so, dort hielt sich so, der rannt die Menschen bis durch. Weil wenn wir das den Zweig wollen nehmen, dann das auch. Wenn wir das wollen den Zweig nehmen, der Schrift rannt die Menschen durch, weil wer dort noch die Menschen durch ran, wenn wir dort wollen durch ran nahen. Was ist der Paulus zu den Korinther? Er hat in so einem strengen Brief geschrieben. Er sagt damals, dass wenn ich Kind Leute getan, wenn ich Kind habe getan, ist mir das doch nicht leid. Warum ist ihm das nicht leid? Wenn sie sind traurig geworden, wenn sie sich zu sein kriegen, wer sie wären, und wenn die Trauer von Gott kommt, dann ist dort ein Trauer, wo durch ein Mensch umdreht und Bösheit hat, und das auf ihr Leben kriegt. Aber die Trauer, was diese Welt wirken hat, der andere Weg von Trauer, wenn ich selbst hoch will stehen, wenn ich selbst will die Ehe haben, und mir wird dann auf einmal gesagt, no, du kannst nur stehen, das ist Gott, was das alle dat. Der läuft die nicht, wenn du irgendwas Gott abzuwiesen hast, der läuft die, wenn du sich gewählt hast, die zu laufen. Du hast keine Ehe dafür. Der, wer ehebegierig ist, der kann das nicht verdrehen, der nennt das dann, das rannt mich bloß Stuhl.
En Paulus sagt, de weltelijke true werkt den dood. Dat is een weltelijke true. Wanneer ik beledigd word wegens mijn eer, dat wordt waargenomen. En bis Gott allein kriegt die eer, en wanneer mij dat treurig merken dat. Dat is den true wat ons den dood werken dat. En zo we weten dat, wanneer ditzelfde wat we nu even gelezen hebben, dat bad is. Dat is een geracht voor die wat verloren gaan, ook wat geraad wordt. Voor die wat geraad worden, als dat een levensgeracht im leven. Dat brengt mij leven. Dat wijst me wie ik zie en dat wijst me ook wie God is. En dat brengt mij leven. Maar voor die wat verloren gaan, is dat een dodesgeracht im dood. Dit is niks wat ik legend hier. Dit kittelt mij niet zo in de oren. Dat ik moet niet zo de oorzaak zijn dat God mij geluid heeft. Dat staat mij aan mijn ene eer. En daarom kan ik dat niet verdrehen. En daarom wil we liever wem gaan, wie ons de oren kittelen dat, van wie weltliche zon zijn. Maar wie willen ons vertellen? Wil we de oren gekitteld zijn, of wil we horen, wat zegt de schrift? En wil we helemaal weer kijken dan. God behandelt ons nicht nur, als wir verdient haben. Gott behandelt uns nicht nur, als wir verdient haben. Wenn wir es mal kijken, en er steht, dat wat we groot gelezen hebben in Ezekiel 20, wanneer we ons het Himmel bezien, wat we de groot gelezen hebben, en de straf wat we ons worden verdient hebben, wat geeft God ons aber dan doch aan je deel. Wanneer we helemaal kijken in vers 42. En wanneer ik in dat land Israël aanbreng, so hier redt de ware nog van dit. Hij had en toe hängen geweest en hij wist al meermaal de Isaac gehad en toen hij dat was aanbrengen, maar hij deed niet. Hij bezag zijn heilige naam. Hij zegt, daar wordt hij nog ganz wat anderes doen. Wat hij grootste doen is wat zij zich verdienen. Hij zegt, en wanneer ik in dat land Israël aanbreng, dat land woont ik jullie voorouders klaar versproken heb, waar je zijn dat ik de Heer zie. En onderweer wat hij hier proeft te zijn, en wat hij hier zijn, dat is, kijk maar, wanneer ik ihn voor ganz anders behandelen, als je ihn verdient haben, en ik ihn toch dat wil geven wat je niet verdient haben, dan wil je dat zijn dat ik de Heer zie, wings wer dat zegt ons dit. Du is keiner wer ons dit dat. Der zegt, dan wil je zijn dat ik de Heer zie. En man, hij zegt, ik zie de Heer, weet je wat, hij heeft controle over zichzelf. Wie Menschen, wie hand niet. Wie geloven mij einmal de vrijheid te hebben? Wie geloven mij einmal, wie hebben de controle Entscheidung te nemen, dat ik dat wil? Maar dan wil ik mal eine Frau stellen. Geloven we werkelijk, wie hebben de controle over onszelf? We hebben ons mal besser beproefd stellen. Du kannst nu eine haben, en die sagt ans gruwelijk so dan. Einfach bis mal unürsach, die sagt ans bis mal gruwelijk so dan. Und wenn dort noch nicht genug dat, dan vangt ons aan dingen tweede meestal te trouwen. I mean, this mens is best frek. En wie würden met onszelf pochen? Ik had de controle over mijn gevoelens, ik had de controle over, ik kon daar nog een mens leven, ik geloof, ik kon het al. Zeg me mal, wat dat uitkomt. Wanneer ik dan niet hulp heb voor een Heiligen Geist, wanneer God mij dan niet in de controle neemt, in zijn controle neemt, dat ik kon leuftulig zijn te zo'n mensen, dat weet je wat, dat sterft eenmaal op, dan ligt die persoon aan de andere kant hebben. Dat is zoveel controle we hebben over onze eigen gevoelens, over onszelf. We doen dingen wat we niet gedacht hebben wat we doen würden. Wens onze fleischelijke natuur, die controleert ons. En wanneer we niet wat een hechere kracht in ons hebben, als onze fleischelijke natuur, dan doen we zo wat we doen, wat we niet würden gedaan hebben. Zo'n slechte mens zie ik toch niet. Wel, wie sind? Du hast eine hechere Kraft, die hält uns so ver und trei. Wenn ich will pochen, mit ich habe alles unter Kontrolle. Dann eure Leute mag ich bloß mich festran. Eure Leute wollt mich festran und ich will mich zu sein kriegen, das ist gleich so. Ich führe du uit ein Wort und der Wort hat ich soll unter Kontrolle haben. Und nu wollen wir mal terugkijken, wat ons deze vers leren wil. Hij zegt in deze 42e vers, en wanneer ik in dat land Israël aanbreng,
Dat land woont ik jene voerders klar versproken heb, wo je zijn en dat ik de Herr zie. Wat wil hij ons met dit zeggen? Weet je wat? Hij heeft zijn woord ook onder controle. Hij is de Herr over zijn woord. Hij heeft een gerecht in euer, want hij zijn euer voorlaat is ganz gerecht. Maar hij heeft het onder controle. Onze woord waren de arbeid anders. Die voort uit de controle. We zijn niet Herr over onze natuur. En hier wies Gott ons dat hij heeft het verval onder de controle. De oorzaak zijn woord voren te laten, had hij al man niet meer gehad. Maar Gott sagt, ik weet dat ik zie de Herr. Ik had het onder controle. Mij beweegt keiner. Ik zie de Herr. Ik had het versproken en ik doe dat. Zo je on had je niet meer kunt zijn, dat ik dat niet imstaan weer te doen. Claro, wanneer het volk Israël aangehoorzaam wird, wir du fallen ab. Ganz genau, du wir fallen ab. Gott schlug de Meier mehrere duizend dood op een Hef. Om er te wezen en er te worden, zo zei we dat. En elderen wat er verantwoordelijk zijn, wat de leven hebben voor de kinderen, de strofen en zegt en dat is wat we zijn, wat Gott den ganzen tijd aan het volk Israël deed. Deswegen dat hij niet ganz en gar versteht. Aber hij strofen zegt end, zum Ernst unterholen, nicht zum Ernst verstehen. En dat hij alle over den, wat hij ganz Herr is, over zich en over alles. En even over zijn woord. En even over zijn leven. Hij zegt, wanneer hij natuurlijk wat in dat land eingevierd had, en zei dat zelfs voor zijn kan, like, wie hadden daar alle zult in de Wüste sterben. Geen ongenoeg wie wil alle. Aangehoorzaam wie wil alle. We hebben alle genoeg gezinnig. Wie hadden alle zult sterben. Hij zegt dan, du wat je tot groot wordt, waarin je gemerkt hebben, met wo je geleefd hebben en met dat wat je gedaan hebben. En je worden al die beide dingen veel te grof zijn wat je gedaan hebt. Dit passiert eerst maar, wanneer Hesekiel 36 in ons passiert. Jeremia 31. Wanneer Gott kämpft en dan zegt hij, okay, je wil niet verdient hebben, was einfach verloren te gaan. Aber, ik wil je dat jij geven. Ik wil dat steinen nog wat uit je eruit nemen. En ik wil je een fles nog wat geven. Ik wil je met rein water bespraten, dan wil je rein zijn. Ik wil je een mijn jas geven. En ik wil zo'n lied van je merken, dat je überhaupt einfach mal kan Gott leven. Want dat is wat passiert, zegt hij. Want je worden in dat land zijn. Dus dan wordt je dat veel te grof worden. En dit is wat een werkelijke Christ passiert. Want een werkelijke Christ zich trekt in dat. En hij bezit zijn vergoed leven, dat aan de frostverlengende regenknip. Dan vragen we ons op maar, wat leef ik nog? Like, ik had niet zulke leef zijn van God. De dingen wat we gedaan hebben, die zijn ons zo zeer veel te grof. Maar weet je wat, dit kan maar boos een ware gebeurtenis in Gottes passieren. Dat ding dat veel te grof is, wat zo ze gehandeld hebben, dat komt niet van een zelfsgerechte mens. Een zelfsgerechte mens, van den wordt Römer kapitel 1 en 2 en 3 gehaald, die worden zo adulten en dan zeg nou, dat is niet te mij geschreven. I mean, zo erg zie ik niet. Een ware gebeurtenis in Gottes, die zit dezelfde. Die zit dezelfde kapitels. En die kreeg sogar een vriend die het gezegd en die looft God op ver en die zegt, God, ik dank hem dat hij mij has uitgeraad. Ik dank, dit stemmt, dit is beschrijft, dit redt beschrijft voor mij. En dat hij mij daarna has uitgeraad. Dit is de onderscheid tussen Kinder Gottes zijn en God zijn vriend zijn. God zijn vriend, die vieren met de vuisten heg, God zegt, dit stemmt niet, dit geht niet, no, dit is niet, dit zie niet ik. Ik zie veel beter. Een kind Gottes is groot anders. Dat staat er toe. Yes, dat stemmt. Dit zie ik. En wordt het veel te grof dat ze gehandeld hebben. En zij voelen zich keine lui wert. En in 45. vers zegt, en wanneer ik eerst zo handel, dat ik de eer van mijn heilige noemen bijbehoud en niet door als geslag geleefd hebben, nicht du nur als Geschlecht in jen ongewassen, o Israeliten, wo je zijn dat ik de Herr zie, zegt Gott jen Herr. Like, wenn dit is alle wat passiert, dat je dat worden zijn, wer je werkelijk zijn.
wo die ihn wirklich verdient haben und wo ich ihn danach behandeln, da sagte, dann passiert das nicht mehr, Krieg. Wenn wir uns vergangenen Leben besäuen. Und wir sagen, dass wir haben uns die lauter Verdammnis verdient. Und von der anderen Seite, so wie Gott sie da läuft, der erst bloß einfach über uns gekommen, dass wir uns die verdient haben. Was geht uns durch? Was geht uns durch? Du wenn groß, als Gott läuft uns nicht tun, als wir uns verdient haben, wenn es von davon abhängig wird, dass Gott uns tun, bis laufen wird, als wir uns verdient haben, dann haben wir keinmal die genug kriegen, was wir haben. Keinmal nicht. Und wir wollten, dass Hesekiel, der geht hier wieder, in 36. Du hast ja das wahre Denken, und hier ist es auch so. Der fleischliche Mensch fühlt sich aufgerannt. Aber der jässelige Mensch, den gibt es bis mehr Frieden, den merkt es bis mehr Sinn, worum Gott angeläuft hat. Du bist groß, als das für einen ist das ein Todesgeruch und von den anderen ist das ein Lebensgeruch. Du entdeulen Gott seine Kinder und die Welt seine Kinder sich bis ganz. In Ezekiel 36, Vers 16, wenn du sagst, in mir war klar, was der Herr zu sagen hat. Er sagt, Menschen sehen, als die Israeliten in ihr Land wohnten, dann lebten sie so, dass sie schon ab mein Land brachten. Ihr Wandel wie Aran. Also nu hat Gott in das Land neergebracht. Gott hat durch Jesua in das Land neergebracht, in das Land verdult. En de Rechte gegeben, en Propheten gegeben, en Königs gegeben, en wo haben sie da gelebt? Sie brauchen schon ab Gott sie nun. Ab das ganze Land brauchen sie schon, wenn sie nicht Gott vertrauen, aber fremde Götter, vertrauen wir so viel ab andere Dinge. Und sagt er, und dann leid ich meinen Euer über am Kommen, wegen der Lebens, die sie im Land genommen haben, und wegen der Götter, met die zij dat land aangemerkt hadden. Ik verstreed aan de velden en verspreid aan in de landen. Ik bracht een gerecht über aan, doen als zij gedonen en verdiend hadden. En hier zien we dat ook, dat God endlich alle aanbracht, dat we nog later genoeg. God deed het leven in andere landen. God bracht de Israëlieten ihre Feind hem strafen. Dat is waarom God van Nebuchadnezzar zegt, Gott nannt Nebuchadnezzar, ein von den gerechtsten Königs, was jemals auf ihr gelebt haben, den König nannt Gott sein Deuner. Zum Wort, zum das Volk Israel strafen. Nicht in der Anbringen. Wenn es von Gott hat wollt, der Anbringen, dann hat Gott können. Und eine nicht, dann hat der aufgelöscht. Das heißt, dass er bei der Sintflut deit, oder das heißt, Sodom und Gomorra deit. Das warum Jesus dort auch noch braucht. Er sagt, woher die Kerosin, woher die Bathsheba und woher die Kapernaum, wenn all diese Things in Sodom und Gomorra passiert wären, was in Jün passiert ist, dann stimmt der noch von der den Tag. Und du sagst, wie dat Gott, der dürft kein König von weit auf holen, der riemt er ab, und eine nie. Aber wie sagen, dass Gott das hier was ganz Besonderes? Er hat ihn nicht uitroden, er hat ihn strafen. Viele sterben von ihm. Viele kommen in diesen Gerichten dort. Aber danach, das wird ihm ihn strafen, dass sie dann mal sollen Gott drehen. Er sagt, ich verstreut among die Felder und verspreut an in die Länder. Ich brauche ein Gerecht über an, nur als sie gedonen und verdient haben. Und als sie among die Felder wären, dann brachten sie schon ab meinen Helden Nomen. Wenn es dort wird gesagt, dass dit Volk den Herrn gehört, aber sie haben nicht ihr Land Rhythmus. Er sagt, sie brauchen schon ab den Herrn sie Nomen. Sie waren Gott sein Volk genannt, und Gott hat die, das sitzt so manch die Feld, ja, so ist von Gott, den ich habe könnt bewahren. Das Israel, ihr Gott, ist nicht stark genug gewesen, um ihr Volk durch zu halten. Und Gott wird gerutzt ober. Gott wird gerutzt ober. Was ja nicht Königs stark gemerkt hat, was die in das Land Israel nernbrach, was das Volk Israel, die Juden weichführen. Aber dann sagt er noch, du in das Land,
wo sie handgeführt waren, die dein Durnach waren. Sie dein Durnach waren, schon ab Gott sie nun bringen. Wenn wir hier mal wieder lesen, dann in der 21. Vers, und mir wird dort schon an meinen Helden genommen, der Sonne schon leiden muss, mangt der Feld ja, wo sie kommen. Du werden sein nicht die Israeliten. Dit is wat Gott der Herr sagt. Wat ik nu doen wil, doe ik niet wegen die Israeliten, aber wegen meinen Helden nomen. Denn jede schon gemerkt haben, mangt der Feld ja, wo je hergekommen seid. Aber ich will wahrer bewiesen, dass mein Helden nomen, den jemand der Feld ja schon gemerkt haben, herrlich ist. Und wenn ich für die Feld ja wies, dass ich herrlich sie, mit wo ich ihn behandeln do, dann wollen sie sein, dass ich der Herr sie, sagt Gott der Herr. Das ist alle wegen den Herr sie noemen, das ist alle wegen, hij sich das Evatal, hij will uns nicht nur leuven, als wir uns verdient haben, aber nur als sie nun herrlich ist. Und er sagt, ich will jün von der Feld bringen, und jün von alle Länder sammeln, und jün Land anbringen. Ich will rein Wut über jün spretzen, so dass ihr rein wollen, ich will jün von all das, was jün rein mögt, und von all jün Jata rein mögt. Und ich will jünt ein nieuw hart geben, ein nieuwen jes in jünt zaten. Ich will dat steinerne hart in jünt Körper rieten und jünt ein fleischnet hart geben. Ich will meinen jes in jünt geben und will Sonnenlied von jünt merken, der meine Geboten holen und meine Schriften beibehalten und doen leben. So Gott, der behandelt uns hier anders, als wir uns verdient haben. Er sagt, ich will mich jünt leuven. Even wenn die ganz anläufbar sind. Wer kann das Volk Israel leuven? Kijk mal, Gott soll der Letzte sein, was leuven wird. Der Letzte von alles, von allen Menschen und alles, was das darf, alle Engel, was das darf. Wer wird das Volk Israel, das meiste Reich gehabt hat, nicht zu leuven? Das wir Gott. Kijk mal, wo je in unser gewahr sind. Kijk mal, was sie alles gedaan haben, wo sie je in Gott gewahr sind und waar spannend je in Arm gewahr sind. Und Gott ist der Einzige, wer in Leuven hat. Der Letzte, von der Letzte, wer man wird denken, dass das Volk Israel noch können Leuven kriegen, da wird sein von Gott. So waar spannend, so je in Arm, wie in sie gewahr. Aber dann wollen wir uns mal selbst besäuen. Wenn wir uns mal besäuen, so wie je in Gott gesündigt haben, dann können wir vielleicht noch verlangen, dann können wir vielleicht noch erwarten, dass wenigstens gewisse Menschen, die bitte gesandt sind, als wir, die würden uns noch leuven, aber dass Gott uns wird leuven, sind, wird wir auch nicht verlangen können. Wenigstens wir haben so je in Arm gesündigt, dass wir von Arm keine Leuven würden dürfen erwarten. Und doch sei wir dort, heute erst jetzt erst noch mal der, was uns leuven hat. Dort ist jetzt, woran wir der Leib von Gott machen, ganz apart sagen im Vergleich zu der Leib von den Menschen. Gott seine Leib jetzt nicht mit Menschenleib zu bemessen. Der was nie nicht sich Leib verdient haben, leuven. Na, warum Gott? Ich leuve dich. Wegen ich sie Leib. Ich will mich hinter leuven. Ich will ihn leuven. No, aber guck mal, so säuer, als wir gesündigt haben, dann will ich Ihnen jetzt erst noch mal wissen, was Leib wirklich ist. Ich leuve die, was sie keine Leib verdient haben. Und das ist, was es meint, seine Fien leuven. Das ist, was es wirklich meint. Und was je wollen, wie das ganz dollste sein kann, wo groß Gott seine Leib wirklich ist, als er sie in ihnen sehen schacken hat. Und er den nicht verschont. Und er struft den in unser Stadt. Das ist, woran wir können, die Begebenheit mit Barabbas, als der im Gefängnis ist, und Jesus für Pilatus steht, mit wo Gott dort bewiesen hat. Ich leuve den Unläufbaren, der was Mord begonnen hat, und sozusagen vielleicht der erste Mörder, was dann im Gefängnis ist. Ich leuve den so, ich stelle den Leute frei, in meinen Sehen, der was nicht verschuldigt hat, den was ich soll leuven, den hasse ich nicht in diesem Moment. Mein Euer, der kann nicht über mein Ihnen sehen. Und über den, was mein Euer soll kommen, den stelle ich frei und den beweise ich lauter Leuf.
Ich habe sein, wo Gott das Jüdels anders steht. Wo Gott seine Leib muss so anders wirken, dass als Menschen ihre Leib. Weil wir hier in Johannes, 1. Johannes 4, kijken dan, wo Johannes dit wirklich sein dat. 1. Johannes 1 Vers 4, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7. Da sagt es dit, lieve vriend, weil wir uns immer untereinander gut sind, wenn's Leib stammt von Gott. Sieh, dit einer denkt mal, wie sagen, klar mir, und wann wir überhaupt nach Leib haben, einer zum anderen, und dort ist bloß, wenn's Gott seine Leib in uns auf ihn gut, und wo wir klingen sie wieder sein. Aber wir können uns kaum pochen, mit wo wir leben dann. Die Kapazität von uns selbst zu leben, habe ich gleich. Er sagt, wer du Leib hat, ist von Gott geboren und kennt Gott. Weil wir haben die Jüdels Ezekiel 36 gelesen. Ich will jünd einen anderen Jesus geben. Wo wird der andere Jesus in jünd tun? Der wird jünd anders gesandt mehr. Die wollen Gott, das wird Gott seine Leib in der Uitgegoten ist. Es ist noch mal Jüdels möglich, dass die kann den nächsten leben. Er sagt, wer nicht Leib hat, kennt Gott nicht, wenn es Gott uns gut ist. Als ein anderer wird, er sagt, dass hier ist das möglich. Ich kann Gott seine Kinder zu sein, aber ich kann nicht den nächsten gut sein. Wo passt das auf? Die bekannst die nie in Christus sein, aber die kostet die nicht mit deinen Nächsten für sein. Ja, die hast vielleicht, haben wir mal ein paar Menschen, wo die mit denen unmoralische oder unrechte Sachen in ihr Städten tun. Oh ja, mit dem bist du mit einverstanden, aber das ist gar nicht Leib. Das sind deine Sinnpartner. Aber die kostet die nicht für sein mit deinen Nutzen im Haus, vielleicht mit deinen Eltern, vielleicht mit deinen Frühen, mit deinen Kindern, wo immer das steht, mit die kostet die mit gewissen Menschen nicht für sein. Die kostet nicht mal Hand vor. Bis wenn die gewisse Dinge nicht stimmt, was die tun. Das ist nicht eine Ursache, warum wir die nicht leben können. Himmel, wenn Gott hat wollte, eine Ursache segnen, uns nicht zu leben, der hat eine Ursache gefunden. Der hat eine Ursache gefunden, uns nicht zu leben. Und die geradste Ursache hat, uns nicht zu leben, der will sich bis uns zu leben. Du ansehen, wie was Gott seine Leib ist. Und hier sagt Johannes, wer nicht Leib hat, wenn die nicht kostet für seinen Bruder oder Schwester, wenigstens ohne das ein bisschen was anderes ist, als die dort sind, die kostet du nicht handfahren, die kostet nicht für sein mit dir, die kostet nicht mundschaftlich reden zu dir, was sagt das von dir? Er sagt, das ist nicht von Gott geboren. Dann bekannt die in Christus, solange es du weißt. Dann bekannt die in Christus sein für die ganze Welt. Deine Läufe, deine Nächsten beweist, dass du nicht bist. Du bist nicht ein Gottes Kind geworden. Er sagt, Gott wies uns, wie gut er uns wir, als er seinen einzigen Sehen in dieser Welt schickt, dort wieder arm leben soll. Sieh, hier ist das. Gott weiß uns danach, was seine Leib wirklich ist. Er sagt, durch das sei wie, was Leib wirklich ist. Hier ist das zu sein, was Leib wirklich ist. Das ist eine Leib, was keiner bis Jerusalem bis kann sich wählen, ich will bis mal leben. Das geht nicht mal. Der natürliche Mensch kann nichts als das leben. Und das wird nicht unser Leib. Das wird nicht, dass wir einfach einmal entscheiden, Gott zu leben, und dann leben wir uns drei. No, das ist ganz anders. Er sagt, hier in der 10. Vers sagt, dass wir nicht unser Leib für Gott, dass wir seine Leib für uns. Dass wir nicht unser Leib für Gott, dass wir seine Leib für uns. Dass er uns seinen Sinn schenkt, unsere Sünden aufzunehmen. Sie hier hat keiner von uns Menschen groß zu reden. Dass Gott uns deswegen geläuft hat, weil wir am ersten geläuft haben. No, das ist ganz anders. Wir können uns leben, yes. Wir können unsere Fien leben, warum? Aber nur bloß, wenn Gott seine Leben in unser Hart nicht gegoten ist. Und wenn uns das ein Tag schwer fällt und uns fällt das allmählich zu sein, unseren Fien zu leben, unseren Jener zu leben, da waren wir uns bloß fragen, von wovon Jesus war ich dann in dem Moment gelehrt. Sie ich, das war Salz. In der Zeit noch ein Ding. Mobos Gott seine Kinder kann das machen, dass ich nicht so lebe, wie ich soll. Hast du mal gedacht? Ein Weltmensch, der kann gut drehen und spietig sein über wem, der fühlt sich noch ganz gerecht. Das ist noch ganz reich. Das Jana hat sich doch verdient. Ich meine, der sagt doch das.
aber ein wahrer geborene Kind Gottes. Und den ist das, was zu sein. Was ist ein wahrer geborene Kind Gottes zu sein? Der merkt dort, ich kann nicht so geläuft, als ich soll. Ich kann den nicht so behandelt, als ich soll. Ich kann so lieber mein Mühl zu holen und guck mal, was ich al gesagt habe. Weet je, warum? Warum fällt ein Mensch sich so dort? Aber bis man trägt in das Stein in der Hort, in das Fleisch in der Hort. Das ist, was da passiert. Wenn ein Mensch das Stein in der Hort wird genommen, der kriegt ein Fleisch in der Hort, weiß ich, was das ist empfindlich. Der mag leicht Dinge. Und wer glaubt, ihr fällt sich das Sündigste? Wer fällt sich das Dollste so, dass ich kann nicht genug leben? Das sind immer der heiligste Menschen. Der wird das Nutzte in Gott sein. Der wird, wie würden wir sagen, der wird das geradste Ersach gekriegt haben, von wer Gott ist, und der wird das meiste Leben gesperrt haben von Gott. Das sind immer die, die sich das Dollste sündig fühlen. Warum? Weil das sind das Empfindlichste zu sind. Und ich habe das so viel gemerkt. Dort, wenn du wirklich strebst, Gott, Jesus nur zu folgen, und die sind überall in der Schrift, und die sind up für die Wahrheit, und dort ist zu sein, das ist ein wahrer geborenes Kind Gottes, wo leicht der immer durchbringen, wo leicht der sich immer so sündig fühlen und so schuldig fühlen. Und sie fühlen sich immer, wo lang nicht heilig genug sie sind. Weißt du, dort ist ein Zeichen von den Kind Gottes zu sein. Und dort sind die ganz kaltste religiöse Menschen, die wollten sich perfekt fühlen, und die bohren dort nicht in Bett, wenn sie gewisse Menschen nicht mal begrüßen können, wenn sie die wohl begehen. Oder wenn sie nicht mal kennen, ihre eine Eltern, oder eine Geschwister, du hast vor mich, sie stehen sich aus hinten kalt. Und die fühlen sich das Gereichste. Das ist ganz seine Schuld. Das wird, no. Das ist deine Schuld, mein Bruder, meine Schwester. Wenn die so fühlen, dass die kannst die mit deiner Person nicht begehen, nur das sein Vater oder Mutter, oder Geschwister, wie immer das ist. Und die kannst die nicht versehen, weil ich will das sagen. Wenn du daheim kommst und die wirst die versehen mit deinen, der Fester die von Hof, hey, dann hast du den Pott getan. Dann darfst du die nicht schlecht überfallen. Aber was ich meine ist das, wenn die einfach den einen Hort gehen, der ist, die best den einen sind, den einen Eck sind, halt die drei. Und die Betternis, die Plürerie, halt die von der Wahrheit. Dann sagt Johannes, hier in Kapitel 4, Vers 8, sagt er, wer nicht Läuf hat, kann Gott nicht. Der kann nicht, der weiß nicht nur von was der reden. Weil Gott erst uns gut. Der hat diese Leute von Gott noch nicht geschmeckt. Und wenn sie sagen, sie glauben an Gott, weil dort glauben sie Gott bei sich ist, und du bist drin sei. Und viele Mal mit wir uns Frauen, erst dort auf einmal doch ein Salz gemerkt an Gott, was so eine Menschen haben, was du nicht glauben kann. Haben die sich eine Jesaja 64 genommen, Jesaja 40. No, haben die ihnen Gott gemerkt. Dem, was sie sich am Schulter drehen, und dem, was sie durchhasen, wo sie den haben wollen. Als dort auf einmal an so einen Gott glauben, als dort auf einmal an so einen Gott, was sie glauben dann. Aber der wirkliche Gott, was seine Leute in unser Hort ausgegoten haben, der merkt uns auch, dass wir unsere Nächsten leben können. Dort ist das ein Zeichen, dass wir Gott seine Kinder sind. Du willst jetzt mal, wir uns immer wahrer denken halten. Wer sah wie? Wer sah wie? Wo haben wir uns jemals Leben verdient? Und wenn wir abrechtig sind, dann wir wieder tauschen, so ist das wirklich erst, dann sagen wir haben uns keine Leben verdient. Gott hat mich nicht so gut sein. Heute erst nie, ich will nie nicht die Ursache, dass mich hat soll leben. Aber danach will Gott sich sowieso. Und dort sehen wir in Römer 5. In Römer 4, Vers 1. Er sagt, wills wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wills wir durch den Glauben, nicht durch unsere Worte, nicht durch unsere fleischliche Natur, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und wo würden wir diesen Glauben niemals reich sein? Erstens, wir wollten dort, wir haben nicht mal Fähigkeit zum Glauben. Wenn ich so sage wie um Petrus, wenn heute Anerkennung wer Christus ist, dann sagt Jesus, das hast du nicht von Menschen, das auf mein himmlischer Vater die geopenbart. Und dort sagen wir dort
die geloven, dat als nog even zo'n wat Gott ons geeft, die openbaart ons dan. En die geloven als dat wordt het begrip, dat we gerechtvaardigd zijn door Jezus Christus. Ohne geloven als dat allmählich Gott hier voll. Dat schafft bis gleich. Aber wenn du auf einmal doch stellst und sagst, ich kann glauben, dann sagt Jakobus, dann wies mir mal den Glauben. Wies mir den mal. Mit was kannst du das beweisen, dass du Glauben hast? Was sagst du, durch die Worte, wo das von da kommt? Und dann sagen wir, aber wir wollen nicht durch die Worte geraten. No, sei lang nicht. Wir wollen nicht durch die Worte geraten. Aber was das erst ist, dort, was der Heilige Geist in uns wirken hat, dort bringt die Frucht von da. Dat is den Geest seine Frucht. Dat is den Geest seine Wirkung in uns, wat uns zu anderen Menschen merken dat. Das ist anders, dann wird wie Hesekiel saßen da, ich war, ich kann ganz in den Fenster nicht schmieden. So dat als Gott, was du sagst, die taal sich dat ever, dit wil ik dat wel doen, ik wil die Menschen ändern, ik wil dit mal in der Sinn openbaren, dat dat mal begrijpen kan. Wens keiner uit zichzelf kan bis mal een dag bis mal geloven. Dat kan niet. Wens wanneer we geloven dat is einzig durch dat, dat de Heilige Geest ons den Glauben openbaart heeft. Wenn Jezus zelf zegt, und mich kann je nicht doen. Wie kann ich onarm blijven? Wie kann ich onarm Frucht bringen? Und wie kann uns auch nicht arm wählen? Wens du als Johannes 15, Vers 16 sagt, die hat mich nicht gewählt, aber ich habe ihn gewählt. En onder wie dat is een beetje, hij heeft zijn eeuwen aan ons gezegd, euer wie geboren werden, oder euer hij den Grund van de wereld leert, en hij had zich dat dan al even verteld, dit is wat ik wil doen. Toen wil we nog een klein beetje weer aangaan. Dat hij dit in ons werken deed, aber hij zegt, wils we durch den Glauben gerecht geworden zijn, hebben we vrede met God, durch unseren Herrn Jesus Christus. So wir sagen, dass wir haben du in zwischen Händler. Die Feindschaft, was zwischen uns und Gott ist, desto wahr, woran bist du in zwischen Händler, der hat alles traggestellt. Durch den uns den Weg opgegnet de Genade, en dat we stonen. En we freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Aber nicht bloß das, wir sind auch froh, wenn wir Lieden machen, wenn wir wollten, dort wir durch Lieden lernen, geduldig standhaft zu sein. Und so, das ist eine Frage, was manchmal, würde mir wär's zu sagen, so ich geloten wird. Der Beweis, dass wir wirklich Gott seine Kinder sind, der Beweis, dass wir wirklich unsere Hoffnung auf Gott gesagt haben, dass ist, wir sind froh, wenn wir lieben. Sag mir, aus das einer bis ich mal übertalen kann, ich will mal lieben. Ich will mit Frieden lieben. No. Das kann kein Mensch sich selbst mal übertalen. Aber wenn ein Mensch die Offenbarung hat, von wer Gott ist, und wo soll Gott mir geläuft hat, und wo soll Christus für mich geleden hat, wenn du wer geleden hast, die hast. Und wenn dann Lieden über mich kommt, dann ist das so viel leichter, dass ich kann so denken, das ist bloß noch ein Beweis, dass ich Gott sie kennt, wegen was sagt er? Er belehrt, er strafensichtig die Sinne. Und wenn er uns das allem verrückt gesagt hat, die wollen nicht lieben können wegen seinem Namen, soll ich sagen, wenn die Menschen allerhand schlechtet von ihnen reden und die nicht lieben können. Wenn das aber nicht so ist. Also ein anderer wird, wenn ein Mensch durch Lieden geht, wegen den Glauben. Das ist bloß für ein gläubender Mensch, ist das bloß noch eine unserer Meisterschaftigkeiten. Und sagen, Gott, Dankeschön, dass du mir das so schön bewiesen hast, dass ich den Kind sehe. Ich kann nicht sein, das was nicht an mir passiert. Das Lieden, was ich durchgehe, ist du wegen ich den Kind sehe. Und er sagt, wenn wir durch Lieden gehen, dann lernen wir geduldig standhaft zu sein. Standhaft sein und bietet unseren Charakter ab und wirkt in uns Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht schon werden, weil es uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leib in unsere Herzen mitgegeben ist. So, wenn wir das nicht müssen, jetzt überrascht lesen dann. Die Ursache, woran wir überhaupt lieben können, ist der Heilige Geist, seine Leib, der Gott durch den Heiligen Geist auf seine Leib in unsere Herzen mitgegeben. Nicht haben wir die Menschen noch leuven, die wird uns tosaten. Nicht haben wir die Menschen schaftig sind, die wird uns allerhand schlechtet von uns reden. Wir wissen mal trägen in Stephanus, weil wir uns den Moment mal besäuen, als er gesteinigt wird. Er gibt sich an für Gott, er predigt das Evangelium, er deint am Trü, aber wer mögt am das tun?
Gott gerot. Gott seine Leute, wie in Stephanus seine Hort uitgegoten. Du wen können er das tun. Der will nicht, dass Stephanus bis ein Tag mal eins Mars abweicht, so, nie von der und an mein Leben, nie weit mal für Gott schaffen. No, Gott seine Leute, wie in denen seine Hort uitgegoten. Er hier das Evangelium. Er voll Gott seine Leute in am seine Hort uitgegoten. Das ändert am sein ganzes Leben, ändert er nach, wenn sie am Tod klettern dort mit Steinen. Können er einfach noch mit Leute, zu Gott sagen, hol diese Sinn nicht gegen diese. Dort ist, was Gott seine Leute in uns wirken hat. Dort Undenkbare, dort wird ein Mensch keinmal wird gedacht haben, dass ich in Sturm wird sein, das zu tun. Gott seine Leute in unser Hort nicht gegoten, das dort. Er sagt, wenn wir glauben, dass wir irgendwo Gott eine Ursache gegeben haben, dass er uns hat soll leben, er geht hier noch wieder. Wenn seine Leute erst in unser Hort nicht gegoten, aber was wäre die Ursache? Dass er das tut. Hat wir mal irgendwann neuer, von Adam einfach sei wir das nicht, aber als sie gesündigt haben, ran sie in Gott und sollen sie sich mit Gott versöhnen und wollen sein, dass alle drei Rechte mehr. No. Du wirst von dem Moment an Feindschaft zwischen ihnen. Glaub ich wieder zu sagen, die Feindschaft Gott, die Menschen gegenüber, da wird noch ganz anders. Der Mensch wird feindlich gegen Gott. Aber wann glaube ich, fängt die Feindschaft an? Matten von der Frucht aufbieten? Oder wir von der Frucht aufbieten, bis der Beweis, dass sie feindlich gegen Gott wird? Was kommt erst? Weil wir bis mal kicken, was der Schrift uns lehren hat. Adam und Eva hatten ein Verlangen, so zu sein als Gott. Du wie aufgehans. Okay? Kriegt das Verlangen, was Adam und Eva hatten, dass sie wollen so sein als Gott. Like, sie wollen diese machen, die Ehe, was Gott allein traf. Sie grobeln in der. Kriegt man dort, kommt der so tun an und das ein Versehen. Wenn wir würden in einem Land wohnen, wo ein König regiert, das ist all die groß sein und das fällt bis immer in die Königsfamilie. Du hast keiner in Reich, sich jemals an den Königsamt non zu drängen. Wann das soll, so wie wir wollen. Wenn du irgendwer von Juden ein klein bisschen von Monarchie kennt, Monarchie, das ist einfach, das ist eine Familie mit einem Geburtsreich regieren, und sie ihnen, dass sie Sachen gesetzen, und sie sind die Wirt. Hier ist keiner, was der neue gewählt wird, von einem Satz wem. No. Das ist die Royal Family, ist das, was hier regieren hat. Wenn sich du wer non dringen dat, und sie wollen den König raufsagen, wenn sie wollen nicht alle so regieren, und sagen, wo gut, glaube ich, kommt so ein Mensch dort ut? Das kommt nicht so gut ut für den. Wenn der König dort soll erworben, hier rede ich von dem Titel den König, wenn ein König dort erworben, du hast wer im Geheimen irgendwo Plitscherien zu treiben, das fällt mit abzureden gegen den König. Irgendwo Anhell unterreiten, oder irgendwo sein, dass sie können im Plitsch irgendwo topstahlen, dass sie den König kann sein, von Thron zu steigen. Und der König kriegt dort hier. Nicht halt ihn doch mal Eva. Diesen König im Land, he sagt, ist du, wer soll umgebracht werden oder nicht. Hier ist ein König, der gesatzen, im Bosten den macht gehorcht. Du hast keiner, wer am wehren kann, von wem nicht das Leben nehmen. Das ist von Nebukadnezar geschrieben worden. He schafft, der sieht, wem er will. Hij sagt, wem an den Opnum, wem hij wil, hij deed dat dus hij wil. Niet halt ihn mal Eva. Hier ist nicht einer, der hat nie gegrobelt. Ne, den König raufsteigen. Und der König bot dort an. Sag mir mal, wo war das uitkommen für den? Wat die bei een dag leben. Die Person, was das getan hat. Okay, nu wou dort in zijn hol, nu wou het trainen Adam einfach gehen. Zij haben nie in Gott zijn Thron gegrobelt. Zij wollen daar en zo hoog zijn als Gott. Es ist nicht wunderlich, woran das sich versteht. Sie haben was Schreckliches getan. Sie haben was getan, was Gott in dem Moment hat sollt, hier wegschaffen. Hier aufschaffen, der wir Verdammnis zu geben. Krax ist halt den Sohn haben. Das ist, was der Sohn tut. Der Sohn grobel, ne Gott sein Thron, und er will sein Thron höher sagen als Gott. Und Gott gibt denen, was er sich verdient hat.
Und ich habe mir Adam einfach das Salje getan. Und dann haben sie sich noch von Gott seinen Feind überreden. Nicht sagen sie noch von den Feind seine Partie. Das, was meint, Gott sein Feind zu sein. Wenn wir nu noch hier wieder gehen nach Römer 5, wenn wir das in Sinn haben, was wir jetzt von geredet haben, manchmal verstehen wir das nicht, was das erst Gott sein Feind zu sein. Und als Gott seine Feinde, die haben verspielt. Gott als der Gewinner, der bleibt ewig der Gewinner. Nu haben wir verspielt, haltlos sind wir nicht. Und Gott hat uns das gegeben, was wir uns verdient haben. Dann sagt Paulus es das, als wir uns selbst nicht halten können, stirbt Christus für uns in gottlose Gerechtigkeit. Wenn hier erst das Krieg, je doller wie du nennt, wo grausam wir gesündigt haben. Und manchmal die Sünde wird so mit Sachen bestreut. Like, oh ja, wir kommen ja alle kort. Like, wir sind ja alles gefallene Menschen. Da wird so verleichtert für uns. Und Krieg, dort merkt dass das Evangelium nicht den Geschmack kriegt. Aber wenn wir unsere Sinn mal zu sein kriegen, das wenn sie ein auswittet Ding auf einem schwarzen Hintergrund liegen, dann kommt dort wird das Ding mal so klar verdach. Dort ist, woran wir mal einen schwarzen Hintergrund haben, wo wir werden abgelegt, um sein, wer sei wie wirklich. Oder wir haben einen äußeren Hintergrund und wir werden du vergelegt, dann zu sein, wo schwarzsinnig wir sind. So, wir können uns selbst nicht halten. Wir haben all verspielt für Gott, das heißt, ich kenne über alle Kennigs, und wir haben den seine Ehe und den seinen Thron gegrobelt. Und heißt, ich kenne über alle Kennigs. Und hij is niet bedoeld om dat gerecht uitspreken, om een oordeel uitspreken. Like, wo blijf je bloos staan? Aber dann sagt er jetzt anders. Von dem, weil wir uns Gott in Leib betrachten. Like, hier, das ist der letzte Stadt, wo Gott hat soll leben. Das ist der Stadt, wo Gott hat, bis soll sein euer Fahren luten, bis sein gerecht in euer. Aber dann sagt er jetzt anders. Als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns gottlose Gerechtigkeit. Du würdest schwor wer für einen gerechten Mann sterben, doch für einen guten Mensch mochtet wir wer unter tun. Und andere wird, was Paulus hier probt zu sagen, aber was ich miese hier, was er hier unbedingt will sein, ist, like, wer das uns das? Like, wer haftet ewig? Like, das somehow, das ist, Gott, der läuft, so soll das even arg. Like, wer haftet uns das? Like, okay, wenn das nicht, was Gott hat abgewiesen, gehört haben, dann würde ich nicht noch sein, dass Jesus für ihn gestorben wird, aber hey. No. Du, wie können ihr sagen, dass Jesus hat sollt? Das ist, was er hier meint. Du würdest schwor wer für einen gerechten Mann sterben. Like, das wird nicht mal so reich, nicht mal für einen gerechten wird wir so reich ewig haben. Aber Gott weiß an seine Leib, dass Christus von starb, als wir noch Sünder wären. Like, come on. Das stimmt ja nicht top. Like, die wird nicht haben sollt geläuft sein. Gott, die läufst die Bus. Wo viel mehr dann nu, dort wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott sind euer verschont blieben. Wenn hier irgendwer will sich hochheben, irgendwer auf einmal will pochen, dass er Gott geläuft hat, und das ist die Ursache, warum Gott am Tree geläuft hat, well, sorry about that. That's not good news. Das ist nicht gute News für ihn. Gott will sich uns zu leuven, wenn er will sich uns zu leuven, wenn er will sich uns zu leuven. Und er läuft dort, dass er uns leuven wird. Das ist, was ich konnte sagen. Gott seine übermutig große Genade für uns. Wie würde man sagen, dass Genade, Genade. So hoch ist der Himmel über die Erde ist und so hoch ist seine Liebe über uns. Und Gott seine Liebe rächt sich nicht nur, wo läufbar wir sind, oder wie viel Leute wir uns verdient haben. Er rächt sich nicht sich selbst und er will sich bloß einfach uns zu leuben. Er sagt, als wir nach Gott seine Feinde wären, nu haben wir ein klein bisschen gekickt, wo das erst Feind sind. Den kann ich sein Feind zu sein. Das ist nicht eine Sache, der steht zu sein. Als wir nach Gott seine Feinde wären, werden wir durch seinen Sehen, sein Tod mit ihm versöhnt. Und nu, dass wir gerat sind, wie viel sicherer können wir uns der Rettung doch sein, weil es heute in uns lebt. Und wenn wir reden von, dass die keine Rettung verlieren,
Want je willen reden davon, dat Gott uns nicht wat holen, want hij al dit gedaan hat. Hij zegt van, als we nach Gott zijn fien werden, worden we al met den verzuimd. En nu wat we met hem verzuimd zijn, like, wat houdt ons dan nu nog trei? Wat kan ons dan nu nog trei houden? Hij zegt, als we nach zijn fien werden, dan worden we al met den verzuimd. En nu dat we geraad zijn, ja, maar nu zijn we geraad. Hoeveel zekerheid? Waarom is het woord zekerheid hier? Hoeveel zekerheid hebben we onze radung toch zijn? Wils hij in ons leeft. Waar leeft hij in ons? Zijn Leib is in onze hart uitgegoten. Zijn geest leeft in, met zijn geest leeft hij in ons. En hij merkt ons te andere mensen. Wanneer hij al weet waar hij veel ons leeft, dat we nog zinder werden, like, wat kan ons dan nu nog terechtschrijven in zijn talen? Oh ja, nu, morgen zie ik mijn radung vielleicht los. No, want hij zegt dit al even getaald hat, ons te leven. Wat merkt ons dan denken, dat hij ons niet wieder wat holt? En hij zegt hier in de 11e vers, zegt hij niet bloos dit. Wir sind auch froh, durch Gott, unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Wir sind froh. Weil wir mal kicken tun, wo Gott er uns dann noch wird. Wo für eine große Radung er uns dann noch die Wege geschafft hat. Wo er uns ändern wird, wo er in uns Leben nennt kann. Und er nimmt die Kontrolle über uns Leben. En de Heer zegt, even, dus dat is waarom Paulus zegt dat we ook te zijn. Hij werkt in ons beiden, dat willen ook dat vorig melden. Hij heeft de controle over ons. Eerst had de zin de controle over ons. Eerst wie we onder zin verskloeft. En toen kan we maar onze vrijheid pochen en ze talen, ik wil me wat ik wil. No. Als die in de zin verskloeft wordt, wil die in de zin. Dat is alles wat die doet. Die kust die wat Gott het wil. Maar nu wat we aan de gerechtigheid verskloeft zijn, is dat de Heilige Geest wat in ons leven deed. En die merkt ons. Dat we wel, dat we lief hebben van onze nächsten. Wanneer we ook zo hard komen, wie onze capaciteit om leven, wanneer ook al ganz zich gegeven heeft, zoals Stefanus zijn leef, dat hij even door, wanneer hij gesteinigd wordt, kan hij nog voor zijn jener beden, dat God niet zal de zin door jener holen, dat is werkelijk leef, en toch nog Stefanus zijn leef, würde we moeten zeggen, ging nog niet meer met God zijn leef te vergelijken. Stefanus zijn leef, die wil zo uitnoemen, wat mensen mensen begrijpen kunnen. En doch, wanneer we Stefanus zijn leef, voor zijn fien, Stefanus zijn leef, bezien, wat hij geen fien had, dat zal zijn leef, wat mensen mes krijgt, mes krijgt einfach, die klemmen zich am Kopf rum, like, wo können Menschen so leven als dit? Even die leef, wat Stefanus had, is nog niet mooi te vergelijken met God, zijn leef, wat hij over ons heeft. En dan, nicht nur bestaat, Gott lädt uns nicht aus Wesen kennen. Hij ist bei uns, hij lädt uns und hij lädt uns und hij lädt uns und wir sind seine Kinder. Und hij ist ein verantwortlicher Führer, kriegt es wir unsere Kinder nicht immer mit alles den freien Willen lassen, so lädt Gott uns. Hij ist ein verantwortlicher Führer. Und er sagt hier in Römer 8, Vers 26, er sagt, in Jerusalem hat der Jesus uns in unsere Schwachheiten, willst wir nicht mal, wenigstens wir wollten nicht mal, wo wir so reich beten sollen. So, nicht mal, wir verstehen nicht mal zu beten, will wir machen sein. Aber der Jesus betet für uns mit so einer Gefühl, dass wir nicht wir dafür haben. Und andere wird ja sein, wo Gott in alle Hinsichten haben, in uns Leben wirkt. Dort wir sollen für am vollkommen sein, das ist alles so. Aber wir sind nicht. Was das dann am Merke ans vollkommen. Wenn wir in Gebet aufschauen in dem Himmel, das muss so gierig. Aber er merkt das vollkommen. Er stellt das für sich so an, dass ihm das gefällt. Warum wir haben ihn vermittelt, das Jesus Christus. Der bringt das vollkommen für. Der bringt das so für Gott, dass Gott das kann annehmen, dass er verwandelt zu was. Er verwandelt dort ans Gebet zu was perfekt ist, dass Gott überhaupt hören kann. Er sagt, in Heu, der unser Hort nun ja sieht, wat de Jesus in zijn heeft, wens de Jesus beet voor de Heilige doen als Gott dat gefällt. Dus dus nog ohne den Heiligen Jesus können wir nicht mal beten. Wir würden mal sagen, wann wir noch würden beten, wann wir noch mal würden der Reiche wird fingen, aber dann sind unsere Fehler doch nicht mal. Dus wir sind so durcheinander gemixt. Und ich würde
Ich sehe Menschen in so sehr wie alle, aber ich weiß, dass jeder eine hat mit dit kämpfen. Dann fangen wir an zu beten. Und wenn uns Gebet soll vollkommen sein, mit den Gedanken und den Harten alles dabei, das soll perfekt sein, dann hat keiner noch nicht mal in uns Leben. Keiner in dit, wer hier bern ist in dit Gebiet, wird jemals keine Hand abheben und sagen, ich kann mal einmal können so beten, dass ich das hat sollt. No, keiner hat könnt. Warum nicht? Wenn es so froh ist, wie anfangen zu beten, dann kommen die Dinge in unsere Gedanken an, was nicht sollen sein. Dann dreht das mal durch an. Dann so wird das mal, dann hast du auf einer halb Gebet, dann mag einer das war, eine Essel war entweder auf Stab oder eine Schmier oder irgendwo ist einer dann all war. So der hinunter. So schwach. Soll wie dann bis gleichzeitig sein, sie teilen ab, ich würde was handbrüsseln und dann der Heilige Geist, der wird dir das also handstellen, das andere gefällt. No. Das ist, was wir meinen. Was wir meinen ist dit soll ans Doel trekken, wenn wir das meinen, ich kann nicht so gebeten, als ich soll. Dit soll mich vom Frischen an wahre Euven, dass ich will, dass der vollkommen werden. Und mir ist das nicht gut für mich selbst. Aber an andere Seite danach, wenn ich alles handje, was ich habe, all meine Kraft zuberufen, dass ich nu will, ich muss so beten, dass Gott das mir anerkennt, dann muss unbedingt das Zwischenhändler sein, dass du für Gott stellst. Wenn es so gierig ist, dass danach mal war, was ich in Sturm gewesen zu tun. Er sagt, hier in 28. Vers, wie weiten dort, dass Gott in alle Dinge immer das beste Werk für die am Gott sind. Dort sind die er geraubt hat, zoals hij dat wil. Dat zijn die wat hij geraubt hat. Die hij vorher gewählt hat hij bestimmt seinen Sinn zu legen, dat die von vielen Brüdern mocht de Erstgeborene zijn. En die hij hem vooruit bestimmt hat, die hat hij ook geraubt. En die hij geraubt hat hij ook gerechtvaardigd. En wem hij gerechtvaardigd hat, der hat hij dat hij verherrlicht wordt. Dit als Gott sagt seine Ehren an uns, euer wie geboren werden. Und Gott, das ist dort eben Paulus sagt von sich selbst. Aus dem, dass das Gefall mit seinen Sehen zu offenbaren, euer geboren wird. Mögt Gott Paulus erstmal seine Gemeinde verfallen? No. Das hat Paulus alles sich selbst. Aber dann, als Paulus seine Titel gesagt wird, so, nu wollt mir den Sinn offenbaren. Dann raubt Gott Paulus zu sich. Zu das Evangelium predigen. Aber Gott hat Paulus all vor dem geraubt, dass Paulus geboren wird. Und dann glaube ich, wir können nicht weiter, dass Gott uns in Verrät gewählt hat, weil der hat. Das Schrift sagt ja das ganz klar. Der hat uns in Verrät gewählt. Und dann hier wieder in Römer 8, Vers 31 sagt er, was soll wir dann sein? Wenn Gott auf uns sieht, wer kann jeden ansehen? Wenn Gott auf uns sieht, was kann jeden ansehen? Wo die seinen einzigen, den sie einen sehen für uns, alle Hand auf, uns da nicht alles mit am schenken? Wer will Gott seine Utgewählte beschuldigen? Gott ist der gerecht merkt. Like, wenn sie uns wollen beschuldigen, wer kann, wenn Gott uns gerecht merkt, wer kann uns danach beschuldigen? Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, mehr als dort, der wird von Tod abgeweckt. Und erst nu bei Gott reicht die Hand und bet für uns. Like, wer will uns denn nicht beschuldigen? Was kann uns Christus seine Leute wegnehmen? Und hier wollen wir das sagen, klar machen. Hier reden wir nicht von der Leute, wie viel Christus haben. Der Leute, wie viel Christus haben, ist so sehr aus einer Wahl mehr. Das ist so sehr leicht, dass wir können einfach immer hast dich einen Moment, dann haben wir von der Leute vergeten. Dann einmal hast dich dann, like, du hast keine Fehler in uns, Christus gegenüber. Like, wir sind so schwach. Das, worum dort nicht von der Leute redet, was wie die Christus haben, aber das redet von der, was die zu uns haben. Das, von was hier reden wird. Er sagt, was kann uns Christus seine Leute, nicht unsere Leute, er sagt, Christus seine, wegnehmen? Sollen Leiden, oder Angst, oder Verfolgung, oder Hunger, oder Armut, oder Gefahr, oder das Schwert? So es geschrieben steht. Am dient helfen, wo wir den Tag über heimgeschlagen. Wir wurden aus Schlagschub angesehen. Aber in all das haben wir die Überhand, den sie helfen, der uns gut ist. Also ich kenne alles, was kann über uns kommen.
in Gott seine Läufe beständig über uns. Denn seine Läufe nimmt nicht auf. Du hast nichts, was uns von seinen Läufen scheiden kann. Er sagt, ich sehe mich sicher, dort nicht Tod oder dort Leben. Nicht Engel oder Gewalten. Nicht Gegenwart oder Zukunft. Nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Läufe scheiden kann, der in Christus Jesus unseren Herrn ist. Und das redet bloß von seinen Läufen zu uns. Und wenn er sich gewählt hat, uns zu laufen, nie sag ich mal, wer kann dann je? Dann lädt die ganze Herr zu uns kommen. Dann lädt alles, was im Himmel ist und auf der Erde ist und alles, mit alle Machen taub. Komm, sollen uns die Leute wahr zu nehmen, der was Gott für uns hat. Die Leute, was er gesagt hat über uns, das, was Gott sich geplant hat, uns zu laufen, du hast nichts, was den, das was anderen, das er uns dann nicht laufen wird. Und das sind die Siene. Und die Siene, das wir hier all in wieder 3 in Römer 8 lesen, die Siene hat er all in Verriet beraubt, die Jahre dort, der Reichvorigkeit, und heute ist dort. So aus ein Führer oder aus Eltern, ein paar Eltern zu ein Kind sein. Wenn wir ein Kind haben, ist das ein Tag ans Kind und der nächste Tag ist das nicht ans Kind. Und wenn es so wird, wo sag ich ein Schreiber? Kann eine Mutter ihr Kind verjäten? Kann eine Mutter von ihr Kind verjäten? Das kann nicht. Aber dann hängt er an und sagt, und das sagt Gott, der ist ein Prophet. Aber wann dort noch so ein Wort geben, dass eine Mutter wird ihr Kind verjäten, ich will nicht verjäten. Das ist ein Trost. Und niemand checken, wenn wir nu ein paar verantwortliche Eltern haben, und der haben ein Kind, und das Kind lebt nicht immer perfekt, als die Eltern das gleichen. Erst das du darfst dann nicht mal der Kind. No, das bleibt der Kind. Was tun verantwortliche Eltern? Die belehren dort, die strufen den Zichtigen dort. Das bleibt ihr Kind. Okay, wenn titelige Eltern dort allen Sturm sind zu tun, ihre Kinder bei sich zu holen, und die belehren, glaub ihr Gott ist nicht stärker als hier ein paar Eltern hier bei ihr? Du willst groß erst dort, dass wir 100% auf Gott vertrauen können. Heu erst dort, wer uns hält. Heu will sich uns zu laufen. Nicht du nur, als wir verdient haben, aber du nur, als heu sich will uns zu laufen. Du nur, als sie nun groß ist. Du nur will er uns zu laufen und uns zu belehren und uns bei am Hol. Dort ist unsere Hoffnung. Dort ist nicht, dass wir so standhaft sind, dass wir uns an Gott holen. Wenn dort davon abhängig wird, und so ist mal gesagt wird, nein, Jesus wird uns nicht gehen lassen, aber wenn wir von ihm weggehen, like, okay, wer will von ihm weggehen? Mo bloß der Angläubende. Mo bloß der, was noch nicht, was noch einmal das Stein in der Hort haben. Bloß der, was noch nicht den Leib Gottes gesperrt haben. Und Gott hat paar Eltern. Und du siehst ja noch ein Kind so, Dad, ich will weggehen von dir. Wo wird ihr das? Ich habe das an, weil das leider doch bei den Eltern blieb. Wir dürfen bloß die Deel mehr an und sagen zu das Kind, wenn das gehen will, okay, gut. Das geht ein kleines am Hafen und ich habe das leider trainieren. Warum? Wenn's, der weiß das. Er kann nicht allein. So sei wir. Wenn wir uns noch einen Tag würden, so tun, wir wollen von Gott weggehen, weiß ich was, das geht nicht so lange, dann kommen wir leider drei. Wenn wir Gott seine Leute wirklich gesperrt haben, und wir im Bett so mit uns selbst mit so von Gott weggehen, das fällt sich so schlecht. Dat voelt zich zo larig. Dat voelt, dit kan we kunnen bestrijden Gott. Waarom? Wegen seine Leib. Seine Leib tragt uns. Like, wenn wir uns mal irgendwo sein, was taub zu rufen, um seine Gott zu kommen, now wird uns leiden, dann jaft das nervös wird. Dit ist unsere Hoffnung. Du hast nichts, was uns von Gott scheiden kann. Gott hat das Volk Israel versprochen, ich will ihn die Ägypten rüberholen. Und er dachte, okay, beweist das. Und dann in der Wüste, dann glauben sie, war er nicht. Und dann glauben sie, sie würden in der Wüste sterben. Und Gott hat aber gesagt, ich will ihn in das Land anführen. Und sie glauben das nicht. Dort wir anglauben. Kriegt sie das niemand ans. Wenn wir bloß glauben, Gott hat uns geraten. Nicht hat er uns bei in der Wüste. Aber wir wollten nicht näher, was er uns auch wirklich in das Land Kanaan anführen. Das war Anglauben. Wenn wir bloß glauben, Gott hat uns geraten. Und nu soll wir uns geraten holen, dann haben wir ein anderes Evangelium.
Dann haben wir ihm jetzt angefangen, aber nicht womöglich, weil wir nie im Fleisch fahrig mehr. Deswegen können wir uns nicht auf seine Lehren dort verlassen. Wir können nicht anders, als das, was die Bibel sagt. Guck mal, du hast nicht, was uns von Gott seine Leib schreibt. Du hast nicht. Er ist, was wir uns hält. Er fängt das gute Werk an und er wird das fertig machen. Wenn wir von den Glauben aufkommen, dann habe ich keinen Glauben. Amen. So, wir werden zum Schluss gehen. Himmlischer Vater, wir kommen nochmals für dich und wir danken dir für deine große Gnade und für deine große Leib, Herr, die wir nicht bemerken können. Und Herr, wir sind dort, ob keiner was wird, dass du uns so gut bist. Wir haben uns das nirgends verdient. Und wir machen das Tauschstunden, die übertriffst dort, mit alles das Gute, was du uns gibst. Die bist so übermutig gut zu uns. Und ich will wir die loben und preisen dafür und wir beten, dass du uns wiederholen. Dass du uns halten, dass wir nicht entdautig werden, aber dass wir immer da machen, euer stark werden von denen Leuten, dass wir immer da ewig sein, für die zu schaffen und die Namen zu verbreiten, wo immer die uns die Möglichkeit geben, himmlischer Vater. Möchten wir die Namen in der ganzen Welt verherrlichen, dass du selbst kein Namen so hoch steht als Diener. Wegen da, was du getan hast und wegen dort, wer du bist. Und Herr, musst du all deine finden, was je in die schaffen, zu schauen merken. Herr, musst du dort mit deiner großen Kraft wiesen, wo die Horten verändern das. Und wenn sich du nach wer je in die Stalt, Herr, musst du deine Hand ausstrecken und musst du angreifen mit deinem Jes. Und musst du die immer mehr Menschen wählen zu deinem Reck. Und musst du durch dort die nun groß merken und wiesen, dass du bist, dass ich gewählt habe, Menschen zu raten, der anteilbare Herr. Himmlischer Vater, merk die nun groß in dieser ganzen Umgehend. Wir wissen, dass hier so viel Distrikt, hier so viel Religion, hier so viel Euwanheiten. Und so viel Mals, was so viel getan bis so Menschen gut denken über Herr. Merk die nun lieber bekannt in dieser ganzen Umgehend und wie sagt, dass du und du allein bist. In Jesus Namen beten wir das. Amen. Gottes Segen mit Ihnen allen.